Anfangsjahr hat der Altbundesrat Moritz Leuenberger gesagt in einem Interview, wieso dass er noch Mitglied ist in der reformierten Landeskirche, weil die Kirche die Möglichkeit hat, in die Gesellschaft hineinzuwirken, sie zu prägen. Und dann sagt er Folgendes: Dabei erwarte ich, dass sich die Kirche, wenn nötig, gegen den Staat stellt und sich ihm nicht unterwirft. Die heutigen Corona-Maßnahmen verunmöglichen wesentliche Aufgaben der Kirche. Die Verabschiedung der Verstorbenen ist praktisch nicht mehr möglich. Dagegen muss sie selbstbewusst Stellung nehmen. Sie muss notfalls auch ungehorsam gegenüber dem Staat sein. So die Frage, wann dürfen Christen ungehorsam sein gegenüber dem Staat? Das ist eine Frage, die seit 2000 Jahren existiert und die Christenheit immer wieder bewegen tut. Je nachdem natürlich, in was für einem Land oder in was für einem oder müssen wir uns an das halten, was der Bundesrat sagt. Oder gibt es da Möglichkeiten, zu sagen, nein, an das halte ich mich nicht als Christ? Heute kommen wir nicht wegen dem Bundesrat und auch nicht wegen Corona eigentlich zu dieser Thematik, wann dürfen wir ungehorsam sein, weil wir einfach durch die Apostelgeschichte durchgehen. Und dort begegnet uns ja der Petrus und der Johannes, wo sich den Anordnungen vom Staat widersetzen. Und Vorgeschichte haben wir vor 14 Tagen gehört vom Töm. Das ist der Lami am schönen Tor, wo seit Kindsbein gelähmt war. Und in ganz Jerusalem hat man ihn gekannt. Und er wird geheilt und dann gibt es einen Volksauflauf. Der Petrus predigt und es kommen wieder Menschen zum Glauben. Es heisst 5000 Leute, also 5000 Männer explizit, haben zu der Gemeinde gehört mittlerweile. Abgesehen von Frauen und Kindern, die man gar nicht mitzählt. Also das ist nicht eine Verdoppelung oder eine Verdreifachung, eher eine Vervierfachung. Also da müssen wir uns vorstellen, da ist eine Bewegung losgebrochen in Jerusalem, wo definitiv im Hohen Rat, wo damals verantwortlich war für die Manifestation von Gott, für alle religiösen Fragen, da ist der Hohe Rat zuständig gewesen. Und jetzt bricht da eine Bewegung los, die nicht nur im Tempel stattfindet, sondern in der ganzen Stadt, dort wo Christen zusammen sind, in den Häusern, auf der Straße, werden Menschen geheilt, Menschen werden geholfen. Eigentlich wäre das ein Grund auch für den Hohen Rat, zu sagen, wow, super, Halleluja. Da kommt einer wieder Boden unter den Füßen über, oder? Wieder ein Sozialfall weniger. Aber das Gegenteil trifft natürlich ein. Sie fühlen sich natürlich wahnsinnig da bedrängt und konkurrenziert. Und sie werden den Johannes und den Petrus einsperren eine Nacht lang und nachher haben sie vorgeführt und in den Sitzungssaal hinein. Und dann lesen wir folgendes, Vers 18, Kapitel 4. Nachdem sie die Apostel wieder in den Sitzungssaal gerufen hatten, verboten sie ihnen nachdrücklich, noch einmal als Lehrer aufzutreten und in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Und dann Vers 21, gerade nochmal dann Nachdoppelung, oder? Sie haben sie nochmal verwarnt, aber sie haben sie ohne Strafe freigelassen, weil sie Respekt hatten, weil Christen angesehen sind. Und die Gemeinde gewachsen ist. Also da merkt man auch, die Gemeindegröße hat einen Einfluss gehabt auf das. Und die Antwort von Petrus und von Johannes ist sehr schön, wie sie das sagen, urteilt selbst. Ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Wir können es nicht lassen, oder? Von dem zu reden, wo wir selber erfahren haben. Und ich will euch jetzt eine Anleitung geben zum Ungehorsam gegenüber dem Staat. Ja, da kann man ein bisschen schmunzeln, oder? Ich gebe euch die Anleitung, aber zuerst machen wir so ein bisschen eine Grundlage, wo wir eine Grundlage anschauen, was sagt uns denn die Bibel, wie wir als Christen sollen leben im Staat, wie unsere Beziehung soll sein zu der Regierung.
zu den Regierenden. Und da gibt es zwei ganz entscheidende Bibelstellen, die ich möchte einschieben möchte. Da aus Römer 13, Vers 1, der erste. Gehorche der Regierung, unter der du lebst, denn sie ist von Gott eingesetzt. Alle Regierenden, alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott. Wer sich also den Gesetzen des Landes widersetzt, der verweigert Gott selbst den Gehorsam und wird bestraft werden. Das ist der Brief an Christen in Rom, datiert 56 nach Christus. Kaiser Nero war an der Macht. Der Nero ist bekannt, dass er die Juden und Christen gehasst hat bis aufs Blut. Ich kann mir manchmal nicht vorstellen, dass so viel Bosheit, so viel Übel, so viel Gemeinheit in einer Person sich vereinen kann. Ein diktatorischer, willkürlicher, antichristlicher Herrscher. Vermutlich sind der Paulus und auch der Petrus beide unter ihm hingerichtet worden. Der Petrus ist nämlich der das Gleiche sagt wie der Paulus auch. Denkt daran, der Herr will, dass ihr euch den menschlichen Ordnungen und Gesetzen unterstellt. Ordnet euch dem Kaiser unter, der das höchste Amt innehat, und auch seinen Statthaltern. So etwas Interessantes eigentlich noch ist, dass in der griechischen Sprache es mehrere Wörter gibt für Unterordnung. Und wir kennen den Begriff ja auch aus der Beziehung von uns zu Christus oder von der Gemeinde zu Christus. Gemeinde ist Christus unterordnet. Epheser 5 oder Epheser 6. Eltern sind eingesetzt, da gibt es eine Ordnung, und Kinder sind unterordnet den Eltern. Epheser 6. Oder sind, das heisst, es wird auch übersetzt, sollen den Eltern gehorsam sein. Und der Begriff dort, wo als Unterordnung auch übersetzt wird, impliziert Gehorsam. Gehorsam setzt aber dort eine Beziehung voraus. Und letztlich ist es auch eine Liebesbeziehung, dass ich gehorsam bin, Gott gegenüber. Und wir können mit Gott diskutieren, wir können mit Gott reden, über dieses und jenes, über alles. Aber letztlich sage ich, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Das steckt dahinter. Es geht um den Gehorsam Gott gegenüber. Ich tue mich Gott unterordnen. Und das Wort, das da der Paulus und der Petrus verwendet, das in diesen zwei Bibelstellen, das ist ein anderer Begriff. Und der betont einfach die natürliche Ordnung oder Eingliederung, Einordnung in ein System. Was uns vielleicht ein bisschen hilft zu verstehen, es geht nicht um einen blinden Gehorsam am Staat gegenüber. Es geht auch nicht um einen vorauseilenden Gehorsam am Staat gegenüber. Nein, wir müssen sehr wachsam sein, hellwach sogar, was politisch, gesellschaftlich abgeht. Christen werden aufgefordert, immer wieder wachsam zu sein, Zeit zu erkennen. Und das ist auch heute definitiv das Thema. Ein Beispiel einfach, um das ein bisschen illustrieren, ist aktuell das Gesetz Ehe für alle, das letztes Jahr verankert worden ist. Und jetzt lesbische Paare den Zugang zu Samenspende auch möchten und fordern. Und Nationalrat und Ständerat hat das bereits ja auch zugestimmt. Aber Tatsache ist, dass es viele Studien gibt. Und wenn man den Verstand ein bisschen einschalten würde, dann glaube ich, dann würde auch der natürliche Menschenverstand uns das wahrscheinlich sagen, dass das noch ganz eine andere Packung ist. Da geht es nicht nur um zwei Menschen, die irgendeine Lebensform für sich vereinbaren, sondern da geht es um eine viel größere Dimension. Da geht es um nachfolgende Generationen, die lange nicht wissen, wer denn mein biologischer Vater ist. Und man weiß es eben aus Studien, dass das ganz viel Leid verursachen tut in der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen, wenn sie nicht wissen, wer oder wo ihr biologischer Ursprung ist.
Und darum habe ich das Referendum auch unterschrieben. Und es gibt auch Bögen, wo ihr euch noch auch noch unterschreiben, wenn ihr das möchtet, legt hinten auf. Das ist einfach ein Beispiel. Referendum ergreifen, man kann Unterschriften sammeln, man kann Volksinitiativen starten, man kann auch einen Protest machen, eine Demonstration, solange sie friedlich ist und nach den Ordnungen von unserem Staat vor sich geht, zum Beispiel Marsch vom Leben. Das sind alles Möglichkeiten, die wir haben als Christen, auch in unserem Staat, in dieser Ordnung zu leben und die Mittel auch anzuwenden. Also zurück zu dem 1. Petrus 2,13. Dort heisst also, die Ordnungen, die unser Staat gibt, die sollen wir einhalten. Aber wir dürfen auch die Mittel, die wir haben, ausschöpfen. Wir sollen uns einfügen in ein menschliches, weltliches Regierungssystem. Ob jetzt die Regierung christlich ist oder antichristlich ist, spielt keine Rolle. Und ich glaube, auch noch das ist ganz wesentlich, Gott wird sie richten, nicht ich. Ich werde sie nicht richten. Solange ich an Gott glaube, richte ich die Regierung nicht. Und wenn du meinst, du müsstest andere Menschen und die Regierung richten, dann glaubst du nicht an Gott. Es ist nicht unser Auftrag, zu richten. Also Christen, das sagen uns die 2 Verse eigentlich ziemlich klar. Christen sind eigentlich bekannt als die besten Bürger vom Land. Mit denen kann man zusammenarbeiten, mit denen kann man kooperieren, mit denen kann man an den Tisch sitzen. Und das ist auch eigentlich unsere Grundberufung, die wir haben dürfen. Aber es heisst auch, dass wir Menschen, die in einer politischen Verantwortung sind, dass wir sie im Gebet begleiten sollen, dass wir sie ehren und achten sollen, dass wir an unser Gesetz halten und uns eben einbringen zum Guten fürs Allgemeinwohl. Und wenn wir uns nicht mehr einbringen können, nicht mehr mitdiskutieren, nicht mehr mitinitiieren, nicht mehr mitgestalten, mitschaffen, dann erst dann ist eigentlich der Weg der Opposition ein Weg, den man dann anschauen muss. Wir leben eigentlich in so einer Phase, wo, wenn man mit den Leitern oder Pastoren redet von den letzten 20 Jahren, dann erleben wir eigentlich eine Offenheit, gerade was die Regierung anbelangt. Ich habe da ein Bild mitgebracht vom Gust und von mir. Und das ist etwas, wo wir jetzt auch erleben dürfen. Wir sind im Dezember zusammen mit der Regierungsrätin Laura Bucher und mit anderen Leuten aus dem Kanton, mit anderen Religionsvertretern. Und dort ist es unter anderem um die Frage gegangen, was sind die Folgen der Corona-Massnahmen? Wo leiden die Leute in unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft? Jugendliche, alleinstehende, ältere Menschen. Und sie wollte wissen von uns, wie wir das wahrnehmen. Sie hat das aufgenommen. Sie hört und sie hören. Das ist ihnen ein Anliegen. Es sind 3 neue Arbeitsgruppen entstanden. Der Gust hat nur geschmunzelt und gesagt, jetzt hast du dann viel Arbeit, die auf dich zukommt. Das Ziel ist, dass ich in diesen Arbeitsgruppen drin bin. Im April ist dann die erste, die anfängt. Da ist eben eine theologischer Natur, da geht es um die St. Galler Erklärung, wo man gesagt hat, wo wir als Evangelische Allianz gesagt haben, wir können das nicht unterschreiben, wegen der theologischen Formulierungen da drin. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema jetzt wieder. Aber wo man gesagt hat, lass uns St. Galler Erklärung 2.0 entwerfen. Aber lasst uns doch die theologischen Sachen miteinander anschauen. Über die andere Arbeitsgruppe ist die ganze soziale Zusammenarbeit in unserem Kanton mit allen Sozialwerken, die Kirchen haben, dass wir da anfangen zusammenarbeiten und die Regierung kann ergänzen und im Miteinander mit der Regierung unterwegs ist. Also das sind schöne Aufgaben, die dank dieser Teilzeitstelle von der Evangelischen Allianz St. Gallen möglich geworden ist. Und wo ich jetzt da auch reinwachsen und Verantwortung übernehmen. Und das kostet aber auch für mich, dass ich mich da
dem Kerngeschäft widmen, dass ich mich mit diesen Fragen auseinandersetzen kann. Es kostet Kraft auch. Und da bin ich darauf angewiesen, dass ihr mich auch unterstützt im Gebet. Vor allem, ich glaube, dort ist die grösste Kraft. Und natürlich auch wieder auch praktisch. Jemand aus unserer Kirche wird auch da mit Protokoll führen, mit reinwachsen. Ich brauche auch noch jemanden, der administrativ mir helfen. Also wenn ihr da eine Möglichkeit seht, ihr dürft euch gerne melden bei mir. Ihr kennt meine Handynummer und sonst wisst ihr, wo mein Auto steht. Das sind Möglichkeiten, die Gott uns aufgibt. Und ich bin froh, wenn ihr mich da könnt auch entlasten und mir auch helfen könnt, damit ich mich diesen Kernaufgaben wirklich widmen kann. Zusammenfassend kann man sagen, der Normalmodus von uns Christen ist, dass wir gehorsam sind gegenüber dem Staat. Sei das Steuern zahlen, sei das im Strassenverkehr, sei das auch mit den Corona-Massnahmen. Also Steuern zahlen ist ja jetzt aktuell, der Monat März, wir haben noch Zeit bis Ende Monat, also in der Regel für eure Steuererklärung abzugeben. Auch zur Zeit von Jesus war das ein Thema. Jeder hat gewusst, die Steuern sind überhöht. Und die Mächtigen haben mit diesen Steuern, das hat jeder gewusst, viel Prunk und Unrecht finanziert. Und trotzdem sagt Jesus, und Jesus hat es selber gemacht, hat Steuern gezahlt. Und Jesus hat gesagt, das bekannte Wort, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Ich möchte eigentlich auf dieser Grundlage, wenn die diskussionslos ist, auf dieser Grundlage, wenn die Sonne klar ist, dann kann man anfangen zu reden über Ungehorsam. Wo dürfen wir, müssen wir, ist unsere Pflicht als Christen, ungehorsam sein gegenüber dem Staat. Ich möchte jetzt zuerst noch 5 schlechte Gründe für Ungehorsam ins Feld führen, wo Christen immer wieder posten, auch auf Social Media kann man das lesen. Das sind fadenscheinige Argumente und überhaupt biblisch nicht haltbar. Das Erste ist, ich mag das Gesetz nicht. Gesetz ist Gesetz, ob es dir passt oder nicht, ob das christlich ist oder antichristlich ist, spielt keine Rolle. Ob du eine Abneigung hast, ist nebensächlich. Gesetz ist ein Gesetz. Das Zweite, das Gesetz schränkt mich ungerechtfertigt ein. Persönliche Nachteil ist nie ein Grund für ungehorsam zu sein. Man kann vielleicht bessere Gesetze oder Regelungen erfinden, aber das darf nie ein Grund sein für Ungehorsam. Als Drittes, ich bin anderer Meinung. Das ist natürlich ganz gut, oder? In der Schweiz haben wir sowieso, das ist ja schön, oder? Dass jeder darf seine freie Meinung äußern, das ist ja gut, das fördern wir auch, das ist gut, jeder hat seine eigene Meinung. Aber ich bin anderer Meinung, das ist natürlich ganz heissen. Es passt auch zu unserem Schweizer Volk. Und übrigens auch in der christlichen Szene tut man immer auch Baptisten ein bisschen in den Topf werfen. Man sagt zum Beispiel, man erzählt sich zum Beispiel den Witz, wenn im Kirchengemeindehaus muss ein Bier ausgewechselt werden, dann kommen 3 und diskutieren, wie man das macht und es gibt dann 4 Meinungen. Zum Glück ist es bei uns nicht ganz so. Also ich bin anderer Meinung. Ja, sogar wenn ich der Meinung bin, das Gesetz ist sinnlos oder schädigend, das entbindet mich nicht, dass ich vom Gehorsam. Oder wenn ich der Meinung bin, dass die Regierenden auf falsche Annahmen Entscheidungen getroffen haben, das ist nie ein Freipass für die Regeln außer Kraft zu setzen. Das 4. Ich traue der Regierung nicht. Das ist oft der Fall. Auch oft der Fall war in der Geschichte, in der Kirchengeschichte. Das ist ja oft den Christen so gegangen. Sie haben der Regierung nicht trauen können, weil sie willkürlichen Gewaltherrscher ausgesetzt sind. Aber das ist kein Kriterium, ungehorsam zu sein.
Und selbst wenn unser Bundesrat würde aus 7 Pappnasen bestehen, inkompetent, was ja gewisse politische Strömungen so suggerieren, wo eher respektlos ist und sich nicht so gehört, nach meiner Meinung, gilt trotzdem, sie haben die Machtposition. Sie haben das Mandat. Es ist nicht an mir, ihre Entscheidungsmacht abzusprechen. Und das 5. Es ist eine Verschwörung im Gang. Ganz abgesehen davon, dass die Behauptung auf wackeligen Füßen steht und durch die Verschwörungstheorien schon wahnsinnig viel Unheil angerichtet worden sind oder ist Ungehorsam kein biblischer Weg, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Aus welchen Gründen dürfen wir jetzt ungehorsam sein? Mögt ihr noch? Jetzt fängt es eigentlich erst an. Aber wir werden es ein bisschen abkürzen. Wir gehen in die Apostelgeschichte wieder zurück. Es ist schon interessant. Kapitel 3, 4, 5. Das Wunder hat wahnsinnig viel ausgelöst. Jedenfalls nimmt das wahnsinnig viel Platz in der Apostelgeschichte ein. Das war schon ein Schlüsselereignis in der ganzen Bewegung im Start dieser ersten Gemeinde. Und dort werden ja dann die Apostel wieder, also sie hören ja nicht auf, von Jesus zu erzählen, und sie werden wieder gefangen genommen und sie werden wieder verhört. Und dann lesen wir, dass der Hohepriester ihnen sagt: Haben wir euch nicht streng verboten, jemals wieder öffentlich zu predigen und euch dabei auf diesen Jesus zu berufen? Und doch habt ihr dafür gesorgt, dass inzwischen ganz Jerusalem von eurer Lehre spricht. Ihr wollt uns sogar für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Und dann die Antwort von Petrus und von den anderen Aposteln. Und jetzt, die ist resolut. Während sie im ersten Mal noch gesagt haben, urteilt selber. Wir können einfach nicht von dem, was wir erlebt haben, da können wir nicht ruhig bleiben. Da müssen wir erzählen, jetzt ist klar, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also wenn der Staat uns verbieten würde, an Jesus zu glauben, wenn er uns verbieten würde, dass wir nicht mehr dürfen, also dass wir nicht mehr von Jesus erzählen, dann ist es unsere Pflicht, ungehorsam zu sein. Es gibt weitere Fälle in der Bibel, 2. Mose, zum Beispiel die 2 Hebammen, die haben den Befehl bekommen vom Pharao, alle Buben, die geboren werden von den Israeliten, zu ertränken im Nil. Und weil die 2 Hebammen Gott geachtet haben oder eine Ehrfurcht haben von Gott, haben sie es nicht gemacht. Und Gott hat sie gesegnet. Sie haben sich widersetzt am Pharao. Daraus ist ja dann der Mose entstanden. Aber da sehen wir, der Schutz vom Menschen steht über dem Gehorsam vom Staat. Zu der Grundordnung Gottes gehören die 10 Gebote, die das Leben schützen soll. Ein weiterer klarer Fall ist, lesen wir im Daniel. Daniel, seine 3 Freunde. Also seine 3 Freunde malen, die von dieser Statue nicht runterknündeln und sagen, wir beten nur unseren Gott an. Der Daniel geht dasselbe dann später, wo man nur noch vom König hat etwas erbeten. Er geht heim, öffnet das Fenster und betet vor dem offenen Fenster zu seinem Gott. Wir sehen aber in der Bibel, der Widerstand gegen die Regierung ist eine Ausnahme und ein spezifischer Einzelfall. Und wenn man jetzt in die Geschichte natürlich hineinschaut, dann öffnet das nochmal eine ganz andere Dimension auch. Ich möchte nur 2 Beispiele nennen. Das eine, das sind Zeloten gewesen, die scheinbar gute Absichten hatten zur Zeit von Jesus. Die religiöse Widerstandsbewegung, die auch von Gewalt nicht zurückgeschritten sind, sondern auch sich gewalttätig gewehrt haben und provoziert worden sind, auch immer mehr dann auch nach Jesus. Und Jesus hat sich selbst auseinandersetzen mit dieser Bewegung. Der Simon ist einer der Jünger, ist ein Zelot gewesen. Und man kann schon sagen, dass das Sprichwort, wer mit dem Schwert kämpft, der kommt mit dem Schwert um, das ist zugetroffen auf die Zeloten. Das hat sich dann aufgewiegelt, 70 nach Christus, wo dann die Römer dann Jerusalem eingenommen haben, belagert haben und dann blutig alles niedergeschlagen hat.
Josef Flavius sagt, über 1 Million. Hauptsächlich Juden sind dort umgekommen. Und die Widerstandsbewegung der Zeloten war ausgerottet gewesen. Das ist ein negatives Beispiel. Ein positives Beispiel ist Corinne ten Boom. Es steht natürlich für viele andere auch, die im Nazireich sich nicht gebeugt haben und Juden gerettet hat, ihr Leben riskiert hat, ins KZ gekommen ist, überlebt hat. Andere sind umgekommen. Der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer hat die bekannten Worte gerichtet an Christen und gesagt, es ist unsere Pflicht, nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad selbst in die Speichen zu fallen. Und das ist ein Satz, den er ja nicht einfach leichtfertig vor sich gegeben hat. Da können wir jetzt auch lange darüber diskutieren, oder? Über die Aussage. Aber was ihn zu dem bewegt hat, er hat monatelang um das gerungen und ist sich selber nie ganz sicher gewesen. Darf man eingreifen oder nicht? Und ich glaube, der Satz ist in seiner Situation, aus einem geläuterten, betenden Herzen herausgekommen. Ja, es gibt Momente, wo wir Christen gegen die Anordnung vom Staat müssen uns widersetzen. Wie steht es zu dem Thema Corona? Wir wissen dort, wo zum Beispiel die Menschenwürde durch Corona-Massnahmen beeinträchtigt oder verletzt wird, so wie auch der Moritz Leuenberger das angetönt hat, wo Menschen vereinsamen, alleine sterben müssen, dort, das entspricht nicht Gottes Willen. Da dürfen wir uns auch wehren. Aber wir merken, glaube ich, in der ganzen Corona-Diskussion, dass wir noch nicht auf der gleichen Ebene sind, wie damals die ersten Christen, wie die Hebammen unter dem Regime vom Pharao oder auch die Christen, die bekennende Kirche im Nazireich. Es ist nicht die gleiche Ebene, merken wir wahrscheinlich. Trotzdem ist die Frage, wann ist Ungehorsam angesagt? Und ich möchte zum Schluss kommen und euch den Ball nicht zuspielen, aber ich möchte dazu einfach noch abschliessend sagen, die Bibel liefert uns, wie bei vielen Themen, nicht einfach eine Antwort auf alle Eventualitäten, die wir so haben, oder? Dass wir nachschlagen können, Seite 1024, zu dieser Frage gibt es die Antwort. Weil es ist so in der Beziehung eigentlich eingewoben, in der Beziehung zu Jesus, mit seinem Lieb. Und, aber, ich glaube, das ist entscheidend, die Bibel gibt Rahmenbedingungen über unser Motiv, über unsere Gesinnung. Und da ist, zusammenfassend kann man da sagen, ist das höchste Gebot oder das Doppelgebot, das Jesus gibt, entscheidend. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und bei allem Ungehorsam müssen wir uns die Frage stellen, geschieht das wirklich aus Liebe zu Gott und zu meinen Mitmenschen? Oder sind da eigene Motive, die im Spiel sind, die mich antreiben? Und ich möchte euch gerne jetzt einladen, noch für die Kriterien anzuschauen. Den Sonntagszettel vorzunehmen und die 8 Kriterien. Es sieht vielleicht nach viel aus, aber leset doch die 8 Kriterien mal durch, die ich da euch abgedruckt habe. Es gibt auch 3 Fragen dazu, wo ihr könnt darüber austauschen könnt. Was machen die 8 Kriterien mit euch? Und ich darf natürlich auch für die Regierung beten. Ich mache euch Mut, die jetzt noch ein paar Minuten sich Zeit zu nehmen, in 2er, Maximum 4er Gruppen. Man kann das auch alleine machen. Wir müssen den Abstand so lassen, aber dass man noch austauschen kann über das oder miteinander beten kann. Ich lade das euch frei. Wenn du das alleine machen willst, dann
sagst dem Nachbar, wenn er dich einladen will, dann sagst du, ich würde lieber alleine mir die Zeit nehmen. Aber nehmt doch euch noch Zeit, überlegen, oder das Zweite oder das Dritte, und tauscht euch aus über die 8 Kriterien und wenn möglich, dürft ihr auch noch beten für die Regierenden. Darf ich euch so ein paar Minuten noch geben? Nehmen wir doch uns noch die Zeit, bevor wir da dann den Gottesdienst abschliessen.